Die Hauptstory ist zwar vorbei, aber trotzdem geht das Abenteuer weiter. Hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Im, ja, irgendwie Niflheimer heißt es jetzt. Also natürlich kennen wir dort eigentlich schon. Klingt auf alle Fälle besser als so ein Rilskjalf. Alter, was die für Namen haben. Das sind die reinsten Zungenbrecher. Wortwörtlich. Zungengebrochen. Hier steht 1E. Denke ich mal, mit mehrere Etagen haben. Was hier genau abgeht, das erfahren wir jetzt. Was? Weitere Train Center? Oh nö, er hat doch so gehofft, dass wir irgendwie, naja, ein paar Wins Auswelten zu begegnen würden. Alter, ja toll, was bringt mir hier jetzt viele AP? Ich muss ja sogar wieder, na ganz toll. Okay, Stoppfeld braucht alle AP, mal gucken. Oh Gott, diese Train Center, wieso muss es immer weitergehen? Ganz allein, nein, ist klar, ich komme nicht mehr durch. Ja, wie wir das genau machen, noch keine Ahnung, Freunde. Ich hätte irgendwie Bock drauf, das Ganze überspringen, die ganzen Train Center Kämpfe. Ist sowieso lame. Letzter Schlag, ja schön. Was hat das hier? Dimensionskapsel, aber die? Nee, natürlich nicht. Das ist eine schwächere Version von unserem goldenen Sarkophag, der Karte. Kunstbeschwörens. Das sieht sich auch nicht. Toll, muss das oben durch. Ist das Scheibenkleistermäßig? Ja, das Problem ist, da oben auch wieder eine Karte, um irgendwie weiterzukommen, wobei hier unten ja auch und oh mein Gott. Okay Leute, versuchen wir es mal auf die Schnelle, nicht wahr? Ich hatte da echt keinen Bock mehr lange Zeit zu verschwenden, vor allem mit den Train-Sendern und bin mal gespannt, was diese neuen Ebenen hier eigentlich alles sollen. Ich meine, wieso noch Train-Sender? Das Surt ist besiegt, Odin auch, die Obertante. Was soll das alles noch? Hier bei Part 92. Genau, bin gespannt, wie das alles abgehen wird. Was überhaupt das Ganze noch bringen soll. Gut, das habe ich alles. Gute Karten. Gut, kann man so machen. Ich rufe den besten König Barbarossa. Das, ja gut, kannst du schon machen, aber hat dann natürlich weniger Punkte. Barbarossa, ist ja mal interessant, muss ich zugeben. Gut, setze ich mal 2 Karten verdeckt. Und warte mal ab, was du so machst. Der beste König Barbarossa. Oh. Ja, gut, von mir aus. Kann mir doch egal sein. Und der Ruf, majestätischen Mech-Oka. Naja, das wird jetzt auch nicht so viel drauf. Einfach nur ein normales Viech mit 2400 Angriffspunkten. Was soll's? So, langsam mal auf die Riesenbazille, werden wir langsam sehr froh drum, wenn die mal käme. Der Trickreicher kommt. Was soll ich mit dir? Du bist lame. Nee, natürlich nicht, aber momentan bist du ein bisschen doof, Kumpel. Ich habe gerade relativ wenig, um abzuwerfen. Naja. Wird schon irgendwie werden. Zeige dich, Donnerkönig Rayo! Oh, da kommt die gerade rechtzeitig. Donnerkönig Rayo. Also, genau. Wegen der Spezialbeschwörung meiner Monster, die kann er mit Rayo irgendwie negieren, aber nö, jetzt kann er es natürlich nicht. Ich habe ihn voll aufgehalten. Yeah, man, peace. Dann geht's mal locker flockig weiter. Ach, was sehen da ständig für Karten? Gerümpelsynchronisierer. Vorsingen sind Gerichts, die Karten. Was lassen wir noch mal ein bisschen. Ich erstmal kann es ein bisschen besser gehen. Weil sonst wäre frech mal Riesentornado ab und rufen Trickreich, wenn es weitergeht.
Schädelsuchender Ritter. Wo ist mein Schädel? Wo ist mein Schädel hin? Ja, genau, es war so, dass die Karte aktiviert werden muss von der Fähigkeit her. Das ist noch interessant. Sprich, sollte ich irgendwie ein Monster-Effekt aktivieren oder er auch einen, spielt keine Rolle welcher Spieler, dann muss er sein Monster opfern, um den Effekt zu negieren. Das könnte ich ja für meine Zwecke einsetzen. Mal Cookie machen. Erstmal ziehe ich mal wieder. Oh, Ender-Synchron. Wird ja immer besser. Wird immer besser, Freunde. Ach komm, was soll's. Leg den mal ab. Und rufe den Trickreichen im Angriffsmodus. Gut, als nächstes, was mache ich als nächstes? Das gebe 4, 5. Stufe 5. Ich rufe den, dann gäbe es Stufe 7. Ist natürlich auch nicht schlecht, weil Stufe 7 kann man etwas haben. Was machen wir da? Formelsynchron, Stufe 2 ist doch auch nicht ganz so schlecht. Okay, dann rufe ich mal einen Cat im Angriffsmodus. Aktiviert so eine Fähigkeit, genau, eventuell aktiviert. Und ich habe Ruhe von ihm, na endlich. So, jetzt eine Karte verdeckt und in der Hoffnung, dass er nicht so schnell. Was heißt Hoffnung? Natürlich Hoffnung, dass das Duell schnell vorbeigeht, aber natürlich im Glauben, dass da. Du willst mich ja wohl verarschen. Och, Menno, ey. Ich sage, diese Trends, die nerven einfach nur. Die können nix und nerven einfach nur. Naja, Cyberdrache ist klar. Truppen im Exil, da ist noch schöner. Tja, und nun? Was machen wir nun? Genau, nun greift er wieder an. Och, Menno, ey. Aber vor allem echt, wie soll es eigentlich weitergehen jetzt? Ich meine, klar, es ist ja schön, was wir da gemacht haben, aber was bringt das Ganze? Stufe 5, Stufe 8, ja, seht ihr, geht doch. Ich den mal ab und rufe meinen Energieriesen im Angriffsmodus. Das Problem ist, doch, der andere ist bereits tot. Rufe ich Kribbelskondensierer im Angriffsmodus. So, und kann jetzt natürlich mein Ender-Synchron zurück aufs Feld. Das ist doch cool. Kannst du da synchronisieren lassen. Stufe 6. Oder sollte ich Stufe 8? Oh. Viel geht, nichts muss. Wenn ich jetzt das so angreife, sprich den angreife. Rufe Flammenwell Urkisas. Doch, das klingt doch schon mal ganz nett. Das klingt doch ganz nett, du. Flammenwell Urkisas im Angriffsmodus. Ja, Mann. Tja, noch einer Synchron, wir kennen es ja. Kann ja den Modus eines Cyberdrachen switchen. Und macht damit um einiges mehr Schaden. Flammenwell Urkisas, brenn dich durch das. Ja, die schlangene Art des Cyberdrach-Metalls, keine Ahnung. Eigentlich sieht es echt mehr aus wie eine Schlange als ein Drache. Das mal so auf den ersten Blick. Truppen, die mich zum Angreifen nutzen. Ja, Drohnen im Exil war früher auch noch bekannter Staple, sag ich mal. Das war wirklich auch schon länger her. Aber kann man damals eigentlich noch ganz gut machen. Naja, heutzutage seht ihr ja keine Chance mehr.
Wieso kannst du 3? Moment mal, geht gar nicht. Ich muss 1900 haben. Wollte schon sagen. Der könnte doch gar keine 3000 Punkte haben. Autsch, was bringt dir das? Mann, es geht sowieso da down. So ein Penner. Und natürlich mit einer Karte verdeckt spielen kann. Ja, ist ja klar. Gut, sehe ich mal wieder. Nebeltalsoldat. Ja. Wieso nicht? Aber nicht jetzt. Jetzt erstmal greift ihr wieder an. Flammelokisas vernichtet seinen besten König Barbaros. Und power dich auf. La 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 la. Bams. Sehr gut, sehr gut. Bei dem Tempo dauert es noch 2-3 Züge, dann haben wir es endlich geschafft. Hey. Oh, Menno. Was können viele Parts noch werden, bis wir da endlich durch sind? Ich fürchte ja viel zu viele. Ja, servus Breaker, wie geht's so? Alles Fakko, alles Schnacko? Ja. Natürlich, man kann zerstören. Du Kumpel, wenn das alles ist, dann ist es ein bisschen fehl. Verstehst du? Was? Nur damit du weniger Punkte verlierst, wenn ich... Alter, das ist ein Penner, ey. Ich kann überlegen, dass man es rufen soll, aber nee, wie es war, es ist so gefährlich. Man weiß ja nie, ob du nicht noch so eine verdeckte Karte hat, die man dann halt ein bisschen, wisst schon, Reisenattributmäßig und so. Meine Beschwörung killt und das wäre dann ein bisschen sehr doof. 3000 Punkte bereits. Das ist doch einfach krass. Ah, na, guck mal an. Jetzt fängt er damit an, wieder mal eine Karte verdeckt zu spielen. Okay, vielleicht doch mal Monster verdeckt spielen, nur damit ich da ein bisschen geschützter bin. Ich würde die beiden eigentlich gerne spielen, aber nee, ist mir so heikel. Ja, die beiden für ein Stufe 7 Monster. Nö. Ich lasse mal dabei bleiben und greife weiterhin an mit Flammelokisas. Der Fusilierdrache, ja, das ist auch noch so eine alte Karte. Alter Schwede. Wow, Power. Tja, lang kann es nicht mehr dauern, bis wir hier endlich mal durch sind. Hoffen wir es zumindest. Schon wieder der. Was willst du denn? Du zerstörst doch sowieso wieder selber. Jetzt natürlich nicht, weiß klar. Monster integriert werden. Nö, jetzt natürlich nicht. Kein Bock drauf. Ach, ist das ein Penner. So ein alter Penner. Und tschüss. Ja, nee, ist klar. Menno. Und vorbei ist jetzt trotzdem. Tja, jetzt haben wir ersten von den vielen, sehr viel, wie es aussieht, Schottaffen besiegt. Und wie es weitergeht, das ist eine gute Frage. Und er wird noch stärker, obwohl es gar nicht mehr nötig ist. Tja, Michael 1, Transcender 0. Und aber auf den Schrotthaufen mit dir. Neue DP, ja, ich weiß, aber auch so viele davon. Hey, was sagt die Zeit? Haben wir denn mal so weit? Gut oder schlecht? Haben jetzt keine Karte. Oh, komm schon. Ich muss gegen den auch noch, weil ich keine Karte gekriegt habe. Um durchzukommen. Alter, ist das scheiße. Ich gehe ganz kurz in den Shop hinein, zu gucken, was da so Schönes für sich hat und so, nicht wahr? Nix. Einfach nichts Brauchbares, das ist doch zum Mäusemelken.
Ein bisschen Geld aus. So viel mehr aus ADP. Ups, gar nicht mehr. So. Dann zeig doch mal, was da Schönes drin hat. Beta, der Magnetkrieger. Hätte auch noch gedacht, dass der noch kommt. Gallis, das Sternungeheuer. Das hier drin, der geflügelte Drache des Ra. Alter! Ja, und genau das meinte ich. Jetzt müsst ihr mal den Effekt durchlesen. Da, Alter, da geht ja jedem Yu-Gi-Oh! Herz Yu-Gi-Oh! Fan das Herz in die Hose und jedem Yu-Gi-Oh! Herz das Fan in die Hose. Klingt sowieso falsch. Geflügelter Drache von Ra. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Hm? Genau die Stärke, den Ra ja im Anime in den frühen Spielen so ausgezeichnet hat, die geht nicht mehr. Du musst 3 Monster opfern. Ja, da müssen wir ganz kurz aufpassen. Wenn schon diese Karte nicht negiert werden, okay, das ist normal, bla bla bla. Wenn die Karte normal beschwört, was anderes geht sowieso nicht, kannst du so viele Lebenspunkte zahlen, bis du nur noch 100 hast, um die Angriffen von dieser Karte, um die gezahlten Lebenspunkte zu erhöhen. So, du kannst auch 1000 Lebenspunkte zahlen, um ein Monster auf dem Feld auswählen und zu zerstören. Ja, das ist ein bisschen die falsche Reihenfolge, weil du zuerst natürlich Lebenspunkte zahlst, also nachher keine mehr. Aber Alter, du kannst nicht als Spezialbeschwörung. Ja, mittlerweile ist es so, dass die alle 3 Götterkarten sind ja im realen Leben nochmals erschienen, also sprich als spielbare Versionen. Das Artwork sieht auch ein bisschen anders aus und so von allen 3. Und da ist wirklich so, dass der geflügelte Drache des Ra den gleichen Magician-Effekt. Die einzige Karte, die du wirklich von 3 Göttern spielen kannst, eigentlich sind Obelisk und Osiris. Die beiden gehen noch. Aber Ra kannst du echt nicht mehr zocken. Das ist sowas von scheiße übel. Oh Menno, im Anime so die krasse Karte und hier nichts mehr. Einfach so herabgesetzt. Jetzt hätte man im Geflügeldrachen des Ra echt die Flügel gestutzt. So eine Blamage, hey, man auf die ägyptischen Götter richtig gehend entwürdigt. Tja. Aber keine Sorge, ihr wisst, ich sag nach noch Yu-Gi-Oh! 5D, so wie aus okay, da habe ich auch die 3 Götterkarten und die haben zum Glück noch ihre alten Effekte. Die hätten richtig fies, ey. Zum Glück kann man die dann dort noch spielen. Aber egal, hin ist gut, Phantomgeheuer, das ist nämlich auch alles nicht Siegesdrache, ist ja verboten, ja. Schicksalshell Plasma gibt's ja auch noch. Also der Effekt von Plasma ist eigentlich schon krass, muss man mal so sagen. Aber Alter, Stufe 8, ich muss 3 Monster opfern, weil ich nur eine Spezialbeschwörung so rufen kann. Übles Teil. Marshmallow! Marshmallow! Ich hab den Teil endlich! Also die Karte ist so krass. Wer eines Monsters, also diese verdeckte Karte angreift, der Helden hat eine Chanceberechnung 1000 Schaden. Erstmal das. Diese Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden. Yeah, Mann, geil! Ist doch perfekt, Freunde. Ich würde sogar sagen, hole ich mir einen Stick und vielleicht sogar eine mystische Tomate raus, weil ich glaube 2 reichen in der Grunde genommen, oder? Ich kann den Effekt des schwarzen Rosendrahts sowieso meistens nur 1 bis 2 Mal aktivieren. Ich muss dafür 3 in Stick nehmen. Schweigsam Magier, Level 4 gibt es ja auch noch, Level 8, ja, so ein bisschen andere Version von der Karte von Yugi, die er besitzt im Ende des Animes. Also das Original-Animes, nicht von GX und so. Elementarheld Terra-Firma. Ja, teilweise ein bisschen komische Helden. Marshmallows Brille. Ja, kann der Gegner nur Marshmallow angreifen. Ist zwar nett, aber nicht ins Deck hinein. Siegel der Alten. Stein des Gelehrten. Magiedeck sicher. Finstere Heilung. Was? Wenn ein Gegner einen oder mehrere Monster beschwört, erhält der Lebenspunkt in Höhe der Hälfte der Angriffspunkte von einem der beschworenen Monsters, du wählst. Hey, ich soll dem Gegner helfen. Ach so, ein Gegendeck, ja, also sprich ein Anti-Heal-Deck sozusagen. Das Problem ist nur aber gar nicht die Karten dafür, also nö. Dracheneinheit Ritter, Gier, Alter, sprich von denen aus. Also es ist ein Drache, Synchronempfänger vom Typ Drache, bloß ein Nicht-Empfängermonster, Typ geflügeltes Ungeheuer. Ja, ist klar. Habe ich überhaupt einen Empfänger vom Typ Drache? Nö, okay. Naja, netter Versuch, aber nichts gewesen. Alter, Marshmallow war drin.
Was übel. Hä? Was haben wir hier Karten? Alter, was ist hier los? Das ist ein little bit crazy, Freunde. Okay, und ein geflügelten Drachen ist Rad, der nicht spielbar ist, sondern einfach unspielbar. Alter, das ist so beschämend. Nee, was mache ich hier? Mache ich gar nicht. Bewegen eben auch nicht, verdammt. Ganz ruhig, Michael, ganz ruhig. Also, Freunde, ich packe jetzt noch ganz kurz Marshmallow ins Steak und dann würde ich mal sagen, ist ein paar Bänden für heute. Dann geht es morgen weiter hier und ja, guck mal, also wenn hier ist nichts besonders los in der ersten Etage, dann überspringe ich mal die nächsten, sprich mach die Offscreen und sage am Schluss, was dann so abgeht. Ich meine, ansonsten, Alter, ist ja übel. Überlegen, der hat viele Angriffspunkte, glaube nicht, weil man umgekehrt Reihenfolge. Ja, woher? Wo haben wir uns mit 300 Punkten? Müssen auch irgendwo sein. Hier sind sie bereits. Na, wo ist mein Marshmallow? Wo ist es? Marshmallow, das ist doch mehr Angriffspunkte, als ich dachte. Moment mal. Du hast garantiert nur 1000 Verteidigungspunkte, das weiß ich noch. Dann fehlt euch mal nach Stufe 3 Mann, weil du bist ja so ein Stufe 3 Typi. Also, 1500. Irgendwo muss es doch sein. Das neue Karte, das müsste eigentlich auch so gekennzeichnet sein. Hä? Spiele ich jetzt? Ich spiele. Ich sehe nicht. Moment mal ganz kurz, machen wir ganz anders. Machen Kartenrand. Es ist ein Effektmonster, sind wir uns sicher. Und ich mache es mal nach A, B, C. D, F, G, H, J, K. Also eigentlich limitiert. Moment, wenn natürlich limitiert ist, geht es natürlich schneller. 500 Defense hat, wie kommt man auf 1000? Keine Ahnung. Okay, Marshmallow ins Deck, ganz geiles Monster. Was machen wir jetzt hier? Nochmal ein Monster muss raus. Zombie bleibt, Sangan bleibt auch, Dresenbazillen bleiben ebenfalls, die meinen bleiben auch, der braucht als Stufe 4 Synchro, bleibt das auch. Eine Tomate könnte raus. Ensinkon ist einfach ein cooles Monster, den brauche ich auch meistens noch. Die sind auch nice. Der könnte noch eventuell raus, aber auch schon auf den Arsch gerettet. Okay, pack mal die dritte Tomate weg. So, das war's. Also dann, wie es mit Marshmallow im Deck weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards, ja. Und der geflügelte Drache des Ra, den beweinen wir in stummer Trauer. Menno, bis zum nächsten Mal. Ciao.